Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zu Teil 2 aus einer Pressekonferenz vor dem Halbfinale-Rückspiel der Champions League zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Bevor wir da reingehen mit Winnie, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir auch direkt rein in den Bums. Cool, wenn wir noch Sound sein mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Herzlich willkommen. Teil 2 vor dem großen Spiel morgen gegen PSG. Also, wer möchte beginnen? Reihe 2, Mario Krischl für den Kicker. Ja, servus Coach. Ja. Wir haben Jona das eben schon gefragt, vielleicht kannst du auch mal sagen, wie sieht es denn bei dir so aus am Tag vor diesem großen Spiel? Was überwiegt? Die Vorfreude, bisschen Anspannung, bisschen was von allem? Totale Ruhe eigentlich. Das ist so innerliche Ruhe. Ist nicht nur bevor dieses Spiel, aber ich versuche, sagen wir, diese Emotion vom Spiel und dieses Gefühl vom Spiel nicht zu früh eine Rolle spielen zu lassen. Und eigentlich vorher ist es geht sehr, sehr viel über einfach Vorbereitung, Routine, ruhig, vielleicht die richtigen Worten schon mal suchen und Sätzen schon mal suchen für morgen und einfach auf der Suche noch immer, also jetzt weiß ich ungefähr schon, aber bist du immer bis letzten Moment auf der Suche auf, was die richtige letzte Satz sein kann für die Mannschaft, damit die dieses 1% beeinflussen, dass du dann auf diesem Moment noch kannst, damit du das noch findest. Damit sie brennt. Und ja, aber jetzt ist viel, sehr, sehr, sehr ruhig noch. Gleich daneben Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Hallo Herr Kompany. Viele erwarten ja ein ähnliches Spiel wie letzte Woche. Können diese beiden Mannschaften eigentlich anders spielen? Also kann es überhaupt Ruhephasen in einem Spiel geben, wo beide Mannschaften den Gegner immer dermaßen unter Druck setzen, dermaßen pressen? Es ist immer abhängig von nicht nur einer Mannschaft, aber beide Mannschaften. Wenn eine sich dafür entscheidet, vielleicht einen Schritt zurück zu machen, dann kann das. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das nicht. Das ist, und was man immer überlegen muss, ist, was die Mannschaft hier gebracht hat, das kannst du nicht in die letzte Phase verlieren und das musst du behalten. Und deswegen ist es für Paris schwer vorzustellen, dass die anders auflaufen und für uns auch. Wir spielen zu Hause, wir wollen gewinnen. Klar, in die Details versuchen wir alles dafür zu tun, damit, ich weiß nicht, wenn wir vier Tore schießen, dass es vielleicht 4-0 ist, aber man muss, was ich meine, weil wir haben 4 Tore in Paris geschossen und dann werde ich das gleiche sagen für PSG. Die wollen wahrscheinlich, wenn die 5 Tore schießen wollen, die auch zu 5-0 gewinnen. Aber das Allerwichtigste ist am Ende, dass man das Spiel gewinnt. Und das ist die Priorität morgen, das Spiel gewinnen. Eine Reihe dahinter, Maximilian Edelmann für RTL. Ganz einfach, ne? Hallo. Lothar Matthäus hat gesagt nach dem Hinspiel, sie waren die klar fittere Mannschaft. Wenn man sich die Spieler von Paris angesehen hat, da waren ja auch der ein oder andere, der mit Krämpfen auf dem Boden lag. Mikel Arteta hat es auch noch mal ein bisschen zugespitzer gesagt. Es gab Klassenunterschiede bei allen 4 Mannschaften im Halbfinale. Wie sehen Sie das Fitnesslevel Ihrer Mannschaft, gerade auch in Bezug darauf, dass ja auch ein paar Rückkehrer wieder dabei sind? Ja, und das ist schon die erste gute Nachricht. Ist es natürlich, leider ist Serge nicht dabei, aber alle anderen sind fit und dabei und das brauchst du in so einem Spiel. Und das ist die Basis und das ist schon ein riesiger Unterschied zu letzter Saison. Haben wir auch Pech gehabt letzte Saison, ich will noch einmal sagen, weil die Nationalmannschaft hat uns 4 Spiele gekostet, glaube ich. Aber jetzt kommen wir in einen Moment von der Saison, wo die Jungs auch diese Energie noch haben und das ist für uns auch natürlich wichtig. Aber ich muss schon sagen, also ich würde Paris als ganz fit beschreiben. Das ist eine Mannschaft, das ist einfach diese Intensität, dass die immer bringen. Ohne die Intensität haben wir ein Naja, ich fand aber auch, dass die letzte halbe Stunde nicht mehr so fit gewirkt haben.
Nachdem sie dann ein bisschen durchgewechselt haben, wurde es wieder ein bisschen besser, so die letzten 5 bis 10 Minuten. Aber zwischenzeitlich sah das körperlich schon nicht mehr so frisch und fit aus bei Paris. Ja. Also ich hab das ähnlich gesehen wie Lothar. Und ich glaube auch, dass wir da Vorteile haben, wenn es in eine Verlängerung gehen sollte. Nicht nur, weil wir den Heimvorteil haben, das ist mit Sicherheit auch ein Faktor in so einer Verlängerung. Ja. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich glaube auch, das Fitnesslevel kann auch eine Nummer werden. Muss nicht, kann aber. Total anderes Spiel. Und irgendwann, manchmal bekommst du dann so ein bisschen diesen Raum und diese Zeit und das ändert natürlich das Spiel dann wie vielleicht am Ende die letzten 20 Minuten für uns in Paris. Aber bis diesem Moment, ich weiß nicht, vielleicht können die trotzdem 90 Minuten so spielen und das versuchen die und das versuchen wir auch. Und deswegen ist dieses Spiel physisch so schwierig. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Paris eine überfitte Mannschaft ist und dass das deswegen auch so schwierig ist gegen den. Der Nebenmann ist Dorfi Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Vincent, Jonathan Tah hat gerade gesagt, er hat so eine Atmosphäre in der Stadt, wie sie jetzt gerade ist vor diesem Spiel. Das hat er so noch nicht erlebt. Er hat schon Halbfinals, Finals gestanden, aber das ist etwas, mich erinnert das ein bisschen an 2013. Jeder weiß, was 2013 passiert ist. Ist das auch etwas, das Sie spüren, dass hier eine ganz besondere Energie, dass ganz München, dieser Wunsch ist, dieses Finale zu erreichen? Ja, und ich war natürlich nicht da in die vergangenen Jahre, aber vom Gefühl her hat diese Mannschaft auch eine gute Beziehung zu den Fans. Es gibt dieses Gefühl einfach, dass wir gemeinsam versuchen, diese nächste Stufen zu holen. Ganz am Anfang dieser Saison haben ganz wenige geglaubt, dass wir das. Ja, ich gehöre dazu. Ja, also ich habe auch keine reellen Chancen. Ja, wenn alles sehr, sehr, sehr gut läuft und so weiter, habe ich gesagt, ja, dann kommst du vielleicht weit, aber dass wir so eine Qualität an den Tag legen, auch so offensiv spielen, wie wir spielen, Torrekord, bla bla bla, damit habe ich vor der Saison nicht gerechnet. So wie auch, ja. Also dass ein Luis Diaz so eingeschlagen hat, ist natürlich, haben auch die wenigsten mit gerechnet, ne? Dass so ein Lennart Kahl rauskommt, etc., dass man ohne Musiala und ohne Davis so gut agiert, quasi besser, als wenn sie dabei sind. Ja, wer hat damit gerechnet? Ja, also grandios, was wir diese Saison bisher gezeigt haben. So, ja, und das auch mal unabhängig von dem Spiel morgen. Ja, was die Mannschaft die Saison geleistet hat und welchen Entwicklungsschritt sie auch gemacht hat, das ist schon stark. Das letzte Heimspiel in der Champions League noch eine Chance haben würde, ins Finale zu kommen. Das waren die Titel, glaube ich, ganz am Anfang. Und jetzt stehen wir hier und wir haben schon so viele Wahnsinnsmomente erlebt. Und ich glaube, die Fans glauben deswegen auch, dass diese Mannschaft das schafft morgen. Und gemeinsam wollen wir dieses Moment einfach unvergesslich machen. Zwei Reihen dahinter, Manuel Bunke für Münchner Merkur und TZ. Hallo Herr Kompany. Hallo. Herr Kompany, es ist ja möglich, dass es Verlängerung gibt, Elfmeterschießen. Aus Ihrer Erfahrung als Spieler auch, als Trainer, üben Sie sowas noch? Haben Sie noch eine bestimmte Ansprache? Sind die Elfmeterschützen schon im Kopf oder bestimmen Sie die? Oder wie läuft es dann ab, wenn es soweit ist? Wir entscheiden dann, wer die Elfmeter schießt und was die Ranking ist. Aber das passiert natürlich immer auch im Austausch mit den Spielern. Also wir werden keine Spieler Nummer 1 schießen lassen, die das nicht will oder die sich da nicht bequem fühlt. Aber das wird jetzt nicht das haben wir nicht diese Woche besprochen, sonst das ist für 3 Monate schon ein Thema, weil wir dann erstmal dieses Spiel in die Pokale, Leipzig, Köln und alles. Und das ist einfach in die zweite Phase von unserer Saison immer jede Woche bei jedem Training dabei. Und dann kommst du jetzt morgen zum Spiel, wenn es soweit kommt oder vielleicht in eine Finale oder so, dann ist es eigentlich nicht spontan. Das ist geübt, genau wie wir unsere
Abläufe trainieren auf jede andere Sache, die wir machen. Also spontan ist es nicht ganz, aber trotzdem im Austausch und vorbereitet und wissen wir genau, was wir machen und dann... Ja, alles andere wäre ja auch eine Farce. Ne? Also, wenn du in K.O.-Wettbewerben spielst, dann sollte man schon darauf vorbereitet sein, dass es zum Elfmeterschießen kommen kann. Ne? Und dann kannst du nicht da stehen, ach, wow, haben wir ja jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es mal ein Elfmeterschießen gibt. Also, sollte ja klar sein auf dem Niveau, Alter. Es bleibt es Fußball, also keine Garantie natürlich. Daneben ist Hanna Reif, auch vom Merkur und TZ, bitte. Ja, Herr Kompany, ich spreche wahrscheinlich für viele Kollegen hier im Raum, wenn ich sage, dass selbst wir Medienvertreter vor so einem Spiel unzählige Ticketanfragen bekommen, obwohl wir den Verein nur begleiten und nicht wie Sie der Trainer sind. Wie ist es bei Ihnen? Explodiert Ihr Handy vor so einem Spiel? Hätten Sie die Arena allein füllen können? Und wie begeben Sie sich in den Tunnel, um so ruhig zu sein, wie wir Sie jetzt gerade erleben? Ja, nein, das merkt man natürlich. Also nicht nur dieses Spiel, aber dann gibt es noch die Pokalfinale. Es gibt natürlich viele Anfragen für Tickets. Aber ich bin nicht... Bini, ich nehme auch Tickets, wa? Schickst du mir rüber? Nee, wir zählen morgen nochmal, ne? Zu viel damit beschäftigt, muss ich sagen. Ich bin ehrlicherweise immer in diesem Tunnel, das sage ich. Das nimmt manchmal diese absolute Genossmomenten weg. Ja, das liegt natürlich daran, weil er auf diesem hohen Niveau Fußball gespielt hat. Ja, da hast du die Erfahrung, da bist du im Tunnel, anders wärst du auch gar nicht auf diesem Niveau als Fußballer. Ja. Und wenn er das als Coach immer noch so handhabt, ist das doch wunderbar. Weil man einfach immer aber dann habe ich auch nicht diese absolute Stressmomente. Und jetzt lasse ich alles ein bisschen zur Seite und wahrscheinlich nach dem Spiel wird der Welt noch drehen und dann nehme ich alles wieder auf, was ich vielleicht noch aufnehmen muss. Aber sonst ist mein ganzer Fokus auf dieses Spiel, die Energie, die gebraucht ist für dieses Spiel auch. Nicht jetzt, aber morgen dann. Und ich habe nicht viel Zeit für Nebensache im Moment. Dann wechseln wir nach Belgien, eine Reihe dahinter, bitte, ja. Dag Vince, ik ga het in het Nederlands nu vragen in het Engels. Vince, as a former well-known coach from the red part of Manchester once said, attacks wins you games, but defense wins you titles. Do you agree? And is it sometimes frustrating for you as a former defender or your defenders that you're conceding so many goals? Naja, wenn das für ihn frustrierend wäre, dann würde er die Spielweise ja ändern. Ja? Also die Frage hat er ja auch schon oft genug gesagt. Also, nee. Der Spruch natürlich, ja, den kennen wir alle, dass die Abwehr Titel gewinnt. Ja, I don't know, das werden wir sehen, wa? Ich glaube, Paris hat letztes Jahr die Champions League gewonnen. Also klar kann es sein, dass dies Jahr Atletico, wenn die heute weiterkommen sollten, oder ich weiß jetzt nicht, ob Arsenal so das Defensivwunder ist. Keine Ahnung, auch das werden wir am Ende sehen. Ja, ich denke, wir sind deutscher Meister mit dieser Art Fußball zu spielen. Wir sind im DFB-Pokalfinale. Wir sind im Champions League Halbfinale und haben auch mit dieser Spielweise Real Madrid ausgeschalten, ja. Und nicht nur Real Madrid, also weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist so eine These, die sich so auch die letzten Jahrzehnte vielleicht behauptet hat, so, ne? Dass die Defensive Titel gewinnt. Aber der Fußball entwickelt sich halt auch. Ja, das muss man auch sagen. Und solange man ein Tor mehr schießt wie der Gegner, kann auch eine Offensive Titel gewinnen. But still manage to win a lot of games, or is it just part of the philosophy of your kind of football? No, I don't know if I need to react to one saying, because there's in football 25,000 sayings about every type of philosophy and idea that you can have. So probably no remarks on that. The mission is to win games. That's all it is. Yes. We want to win the football match. We have ideas that we think help us to do that, and we win a lot of games. But I mean, what do you have to say about PSG? That they are the ones who won the Champions League last year, by the way. Yeah. And I'm sure that when Luis Enrique comes to his press interview, you're going to say the same questions. So I don't discuss ideas or philosophies. It's not about this. For me, it's about winning the game. What is important, and I think that we've shown that we win a lot of games. PSG have shown that they win a lot of games and titles. We too.
But if I have to say one thing is, at the end, it's still about making sure you score one more goal than any opponent you play against, and that you win the Vini, wir sind so, Alter. football match. And if you can do it without conceding a goal, that's the best thing that can happen. But it is pragmatic as well to think about winning a football match. It's just as pragmatic as any other philosophy. Next one in the last row, yeah? Vincent, you spoke about finding the right words for the players. I wonder, in your position where you are as a coach at the moment, your coaching journey, do you find it easy to put yourself in the mindset of the players? Do you lean on your experience of playing huge games domestically and in Europe? Or do you just manage it, coach it like any other game? No. There is no just another game. Every game is different. And but in my case, I don't know how it is for other coaches, but of course, I have been 23 years in top-level football, so although I'm a coach now, there's not many situations I haven't experienced or haven't seen, had success and failure as well. So you do have a big library of just moments, and you use it, of course. But I don't know. I'm thinking always for these games, and there's no secret recipe. But I'm thinking always for these games is don't play the game the day before. You know, it's when the whistle goes, that's when you have to play the game. That's when you have to bring the emotions and everything with the necessary calm as well. But until that point, for me, I have only sort of preparation, routine, and calmness to give them. And when the game starts, then you think of the emotions you need for the game. That's a little bit how I would frame it. Dann bearbeiten wir diese Seite. Johannes Berner für die Bild-Zeitung beginnt. Herr Kompany, Sie haben gerade betont, wie wichtig es ist, dass Abläufe und Routinen auch vor so einem Spiel im Endeffekt sich nicht verändern. Eine Sache ändert sich dann. Sie spielen morgen im neuen Heimtrikot. Freuen Sie sich darüber und macht das als Spieler Alter, was haben die denn mit dem neuen Heimtrikot? Soll das jetzt, was soll das sein? Ja, klar, es gibt dir ein freieres Gefühl. Ich meine, gut, das alte rot-weiße Trikot war hässlich, aber das schwarze Trikot als Champions League Trikot ist mega. Ja. Wow. Was soll jetzt ein neues Trikot bringen? Die 5% mehr Extraleistung oder was? Ist da ein Buff drauf? 5% Max Performance oder was? 105%. What the fuck? einen Unterschied dann, welches Trikot man trägt, auch mit dem Hinblick auf Routinen, oder ist das eher nicht so entscheidend? Nein, wir sind das eher gewohnt. Also wenn Oktoberfest da ist, dann haben wir auch... Was ist das für eine Frage, Alter? Du spielst ein Halbfinale, Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und da stellt sich ein Reporter hin und fragt, macht das einen Unterschied, welches verfickte Trikot du anhast? Junge, wenn du mit Oberkörper frei spielst. Jedes Jahr ein neues Trikot und... was ist denn los? Nein, ich glaube, das Wichtigste ist die Abläufe Richtung Spiel und alles andere ist für uns keine Bild dir deine Meinung, keine größere Priorität. Also es geht darum einfach, dass wir genau wissen, was wir machen müssen, wenn das Spiel anfängt und dass wir alle unsere Rollen, unsere Aufgaben machen und ein Trikot für mich ist jetzt nicht... ich habe das nicht wirklich besprochen, auch nicht. Das ist für mich kein Thema. Nebendran ist Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Vincent. Pep Guardiola, den Sie ja auch sehr gut kennen, der hat den Ruf, dass er in großen Spielen immer was Besonderes versucht, taktisch was ändert, die Aufstellung ändert. Wie groß ist bei Ihnen die Versuchung, dass Sie morgen auch was Besonderes machen, was alle... Null. Absolut 0,0%. Das ist mein Take. Na, also wer den FC Bayern verfolgt, wer die Zeit von Vini verfolgt, das ist vielleicht auch das Einzige, was man ein bisschen kritisieren kann am FC Bayern. Wir haben keinen Plan B. So, wir spielen unser Spiel, wir spielen unseren Stiefel runter. Ich werde gleich noch einen Taktikfuchs aufnehmen. Die Aufstellung sollte relativ einfach vorhersehbar sein. Ja, es wird nichts Besonderes passieren. Wie
wie Jonathan Tah schon sagte, maximal kleine Stellschrauben, die vielleicht ein bisschen gedreht werden, aber ansonsten geht es darum, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und feuerfrei. Überrascht. Aber stell dich vor, wenn ich diese Frage beantworte und ich sage, ich will unbedingt morgen was total anderes machen, dann werde ich doch ich meine, das würde sogar eine sehr blöde Antwort sein für mich. Also ich meine, es geht darum, dass man in den Details immer wieder versucht, eine kleine Detail als Lösung zu bieten für die Jungs. Aber das Gleiche ist für Luis Enrique, das Gleiche ist für mich. Ich spreche jetzt nicht für ihn, aber ich spreche nur, weil ich habe wahrscheinlich jetzt 35 Spiele gesehen von PSG in die letzte. Und das Gefühl ist einfach, dass die Jungs gestärkt werden müssen in was die ganze Saison schon gut gemacht haben. Und in die Details vielleicht was bekommen müssen, die in diese Spiele entscheidend kann sein. Und ich habe auch mit Pep gespielt, unter Pep gespielt. Das stimmt nicht, dass alles endet in die wichtigen Spiele. Das ist nur Media-Quatsch. Wenn man verliert, hat man immer was zu erklären. Und wenn man gewinnt, hat man immer recht. Mehr ist es nicht. Next one, the second row, yes, please. Hello, Vincent. Craig Hope from the Daily Mail. Harry Kane is clearly in a very good place right now. He has been all season, but we've seen traditionally when he gets closer to the summer, especially in a big tournament year, the performance can tail off. Will that be different this year? And if so, why will it be different? Why can he keep going until the Champions League final? Why can he keep going through to the World Cup? Naja, weil er einfach auch fitter ist. Ja? Und nicht noch ein Spiel gegen Borussia Dortmund 90 Minuten durchballern muss, was zwischen Inter Mailand liegt. Honestly, I'm not sure if I would, because you said it as a fact almost, like, so I have to accept that in the seasons before is tapered off towards the end of the season. It's not how I've seen it. I think England can be very grateful that Harry was there, and therefore they reached the final of the Euros 2 times in a row and went far in big tournaments. I've seen his impact. And he is where he needs to be at this moment in time. The Champions League is the toughest competition in the world to win. He's competing against the best players, and it's absolutely normal that at this stage everything is a little bit tougher. But where he is right now, I don't think we could have wished for anything more, or he could have wished for anything more. I don't know if that answers your question, but basically, let's not put it as a statement that's what happens every year. It's not true. But he has an opportunity for himself to do something special and for the club, and that's all you can ask for. To be there, what is it now, 6th of May? We keep saying it, but we're in every competition. That's all you can ask. Naja, ich finde schon, dass Harry auf jeden Fall fitter wirkt, wie es letztes Jahr Ende der Saison war. And then make it count, that you have no regrets. The neighbour, yeah, next. Vincent, Mikel Arteta said last week that he'd never seen anything like the game that you played out in Paris, but he also said it was a product of the two clubs competing in different worlds in terms of the competitive level in both domestic leagues. I wondered what you made of that take on the game. No, I don't want to comment too much, but obviously, having been in the Premier League for many years, if I read between the lines, it's basically a calendar discussion. I don't think it's a criticism on PSG or Bayern Munich or anything like this. It's the fact that you have 38 games to play, plus the League Cup, plus the FA Cup. You don't really have a winter break. Ja, selber schuld, wir müssen nicht rumheulen. Sollen sie einen Pokalwettbewerb abschaffen oder so eine Liga verkleinern. What the fuck, Alter. Ja, dass das schon ein Faktor ist oder sein kann. Ja, wenn man sich anguckt, dass die englischen Teams dann alle rausgegangen sind, kann man das Argument natürlich schon aufmachen, so dass sie natürlich mehr Spielminuten, mehr Spiele haben. Das ist ja nun mal einfach ein Fakt, ja. Aber ganz ehrlich, dann musst du halt, ja, ich meine, guckt euch unsere Saison an. Ja, wir haben auch viele junge Spieler eingesetzt, viel durchrotiert. Ja, wenn du in der Premier League spielst, dann muss dein Kader halt auch dementsprechend sein. Ja. Und
weiß ich nicht, sich dann im Champions League Halbfinale hinzustellen als Arsenal und da irgendwie rumzuheulen, oh ja, wir haben ja so viel Spielminuten mehr, deswegen können wir nicht so einen geilen Offensivfußball spielen wie Paris und Bayern. Weiß ich nicht, halt's Maul, Alter. Das noch als FC Arsenal, Alter, der weiß ich nicht, wie viel hunderte Millionen in diese Mannschaft gesteckt hat. Also, ja, I don't know, Alter. Da musst du deine Mannschaftsstruktur mal ein bisschen ausbauen und da musst du mal in irgendeinen League Cup oder sonst einen Scheiß, der zumindest außerhalb Englands keine Sau interessiert. Da musst du halt eine B11 jedes Mal auflaufen und schon ist der Faktor doch ausgemerzt. So, wir haben bei uns auch einen Pokalwettbewerb. Ja, wir haben eine kleinere Liga, ja, das ist aber auch nicht unser Problem. Ja, also, das ist schon, weiß ich nicht. Ja, fand ich schon sehr wild, diese Aussage. Ja, da musst du halt einfach dafür sorgen, dass deine Spieler mehr Pausen haben. Ja, klar haben die keine Winterpause, aber auch das ist nicht unser Problem. Ja, da müssen die halt ihren Kalender anpassen, wenn sie eine Winterpause haben möchten. Ja. So, ich meine, nochmal, der Letzte in England bekommt mehr TV-Gelder als der FC Bayern in Deutschland. So, ja. Also ist da genug finanzieller Spielraum da, um zu sagen, ey, ich setze mir 4 Spieler mehr auf die Tribüne, ja, damit ich in irgendwelchen League Cup oder in irgendwelchen Spielen in der Liga gegen irgendwelche Bingo-Bongo-Clubs die zweite Garde bringen kann. Punkt. Then every single time someone has a bad game, you go, well, how comes they have a bad game? I think that's the conversation what these guys are having. So it's not for me to jump in, but it's a legitimate, because obviously Jürgen Klopp, being German, how many times has he not spoken about this? And I was in that time in the league, so I understand it. But it's not my problem to solve at the moment. Ja, ganz genau. Ey, Vinny und ich sind echt so, Alter. Das ist halt nicht unser Problem, Alter. Ja? Und ganz ehrlich, wenn du dich da hinstellst als FC Arsenal und das als Ausrede nimmst, Alter, ja, weiß ich nicht. Das ist schon wild, ja. Da ist so viel Kohle vorhanden, nochmal, da musst du deinen Kader anders zusammenstellen, Alter. Fertig aus. Da musst du halt mal Prioritäten setzen. Ne? Machen wir noch 4 Fragen, bitte. Yes, please, on the side. Hi, Coach. I would also ask you, as a former great defender, so how on earth would you solve this nice challenge against Dembele, Kvaratskhelia or Doué? Is it even possible to defend against them? Yeah, I thought you were going to say how are you solving it against Harry Kane, Lucho Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise and Naja, Jamal Musiala ist gerade nicht so schwer. Ich hoffe, mein Karma knallt ja oft rein. Von daher werde ich die Aussage mal droppen. Hoffentlich beweist er mir morgen das Gegenteil. Aber also die letzten Leistungen von Jamal war jetzt nicht so, dass man gesehen hat, dass er uns helfen kann gegen Paris. Aber vielleicht macht er morgen nochmal einen Stepper. Ja? I don't know. Ich gehe davon aus, dass er in der Startelf steht. Ich glaube nicht, dass ein Lennart Kader stehen wird. Aber Lenny wird auf jeden Fall eine Option werden. Everybody else, but it's just the highest level, You have good days and bad days. That's what I want to say. We played against each other 4 times now, and everybody has the last game in mind. But every other time we played against each other, the games were really tight, one way or another. So sometimes the defenders are on top, sometimes the attacking players are on top. But you know that for 90 minutes, 95 minutes, you have to switch on. You have to be at your best level, and who knows, tomorrow maybe. Next one is 1 row behind, yeah? Give a hand sign. You will see. Mustafa Paravan. Mr. Kompany, you once scored a famous goal when you played in the Manchester City, Man City, and everyone told you not to shoot. And I want to know that about the tomorrow, how much the player are free to make the decision, because I think tomorrow there's a possibility to PSG play more defense in some moment. Or do you prefer to the player just stick in your plan? I'll link it to. It was an answer I had to give just before. What I'll link it to is I speak sometimes. I get asked about my role as a coach and this and that, and I said I became a coach because I wanna support the players. In being themselves and owning the game. It's a player's game. It's not a coach. Das ist der Riesenunterschied auch von Kompany zu Nagelsmann oder Tuchel.
Ja? Nagelsmann oder Tuchel sind Trainer, was jetzt nichts Schlechtes sein muss, sind aber Trainer, die sagen, ey, das ist mein Konzept und ich brauche den und den Spielertyp, den und den brauche ich nicht, ja. Und ihr habt das zu machen, was ich möchte. So. Und bei Kompany ist es eher ein bisschen umgekehrt, wie er es gerade sagt, so, ja. Er ist eher der versucht, die Spieler dahin zu bringen, dass sie ihre beste Leistung bringen können. Ja, das hat man auch, gerade wenn man das mal vergleicht unter Tuchel, wie viele Spieler schlechter geworden sind, ja, weil sie einfach gar nicht mit dem System Tuchel harmoniert haben. So, ja. Tuchel ist ein guter Trainer, ein sehr guter Trainer, wenn er die Mannschaft nach seinen Vorstellungen formen kann, ja. Und das hat sich gebissen. Und das ist jetzt der Unterschied. Ja. Deswegen haben viele Spieler unter Kompany wieder einen Step in die richtige Richtung gemacht, ja. Natürlich kann auch ein Kompany aus dem Joshua Kimmich keine Holding Six bauen. So, das geht nicht. Ja, aber unser Spielkonzept sieht auch gar keine Holding Six vor. Das ist jetzt ein bisschen schade für das Duell mit Paris, ja. Auch für das Duell mit Real Madrid war es ein bisschen schade, obwohl es da gereicht hat. Und wir werden sehen, ob es gegen Paris reicht, ja. Aber ansonsten hat die Saison halt auch gezeigt, dass wir das auch nicht brauchen, ja, mit dieser Mannschaft. Game. It's a player's game. When you speak about the moment where I took a shot from 30 meters and everybody said, don't shoot, it's exactly this what I mean. It's a player's game. It's players making the saves on the line. It's players making dribbles. It's players. Ja. I think my biggest role is to support them in this, give them a framework that allows everyone to play a part. But will the players be allowed to make decisions on the pitch? It's you can't decide, whether we press or not. That's as a team that's what we do. That's who we are, But in the moments, if you decide to shoot or cross or pass the ball, I think the main job of every teammate is to offer a solution. The main job of every teammate is, if someone takes a shot, to follow the shot or to react, to control the counterattack. All these things, there's a lot of roles that you have to respect, but in the end you have to make a lot of football decisions, and I always will respect this, always. Next row before, yes, please. Ja, und das macht ihn so stark, und auch das Zusammenspiel mit der Mannschaft macht ihn so stark dadurch, dass er so genau so handhabt. Bonjour coach, en français s'il vous plaît. Valentin Jamin pour RMC Sport. Est-ce que, vu ce match aller qui était complètement fou, le fait que les deux équipes... which was crazy, very open on both sides. Do you think that we will see a game with a similar second leg with so many goals, or will the second leg be different and more controlled? Habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass es mehr kontrolliert wird. Es sei denn, Paris geht in Führung, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die ein bisschen abwartender agieren, aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen von unserer Seite, dass wir jetzt anfangen, da irgendwie, vielleicht irre ich mich, vielleicht wird es super taktisch, I don't know, ja. Also ich kann es mir beide Mannschaften macht halt stark, dass sie offensiv brutal sind, ja. Und beide Mannschaften, wie es Vincent Kompany auch schon gesagt hat, würden sich ihrer Stärke berauben, wenn sie jetzt sagen würden, ja, komm, wir stellen uns jetzt mal hinten rein. So. Das mögen beide Mannschaften in einer gewissen Art und Weise können, haben wir ja auch schon gezeigt in Paris mal, ja, bei dem Spiel, wo wir zu 10 waren. Aber du beraubst dich natürlich deiner Stärke, Alter. Ja, also von daher, ich glaube, beide Mannschaften wollen ihre Stärke zeigen. It completely Und wir müssen ja wir liegen hinten ein Tor. depends on the teams. If there's a moment in the game where our opponents decides to give us a bit more space, to play with a little bit of a lower block, then it's totally possible that the whole game shifts. But if you look at what they have done the whole season and last year as well, when they won the Champions League, then the game will probably be similar. We always played the games this way. This will be the 5th game that we play against them.
the games were always about little details. Last game was very open, but every game had the same level of intensity, and it was always very close. The results were very close. If you're talking about game philosophy, I don't think that they will change. Why would they? Ja. Dann ist Felix Fischer für Sky an der Reihe. Hi. Wenn wir hier diskutieren, wie könnte die Startelf aussehen, wer startet, dann geht es bei uns viel darum, wer spielt Außenverteidiger rechts und links. Meistens sind das Alphonso Davies, Josip Stanisic, Konrad Laimer. Könntest du ein bisschen erklären oder die drei ein bisschen charakterisieren, was der Unterschied ist bei den dreien? Sind erstmal drei Außenverteidiger, die einfach gezeigt haben, dass sie auf dieses Niveau leisten können und wichtig sein. Aber vom Profil her natürlich sind die ein bisschen anders. Ich meine, einer hat einen linken Fuß. Das ist schon was anderes als die beiden anderen. Ich glaube, der Konrad kennt jeder mit seiner Reaktion, Intensität, immer seine Laufe wieder und seine Aggressivität. Stani am Ball, sauber, auch unglaublich viel Geschwindigkeit. Sieht man nicht immer, aber er ist einfach hat unheimlich viel Geschwindigkeit, trifft immer richtige Entscheidungen auch am Ball, sehr sauber am Ball. Und Fonsi natürlich seine Geschwindigkeit, 1 gegen 1 Fähigkeit und halt diese. Wenn ich das so höre, dann hört sich das ja fast so an, als wenn wir morgen Stanisic und Davies in der Startelf sehen. Linke Füße, die wie in dieser Flanke gegen Freiburg zum Beispiel, die uns immer wieder was gibt. Nein, wirklich sehr froh, dass wir die Jungs haben. Und dann für morgen schauen wir mal. Hauptsache, wir wollen gewinnen. Also die letzten zwei Fragen jetzt bitte. One behind, yes. Bonjour, Monsieur Compagnie, en français, s'il vous plaît. Hi, Mr. Company. After the first leg, Luis Enrique said that Bayern Munich is the strongest side that he has played since arriving at PSG. Can you return the compliment? And is it since you started at Bayern or? Can you return the compliment bei 5-4, Alter. Ich denke, das ist selbstredend. Since the beginning of your career. I don't like to engage in this kind of rankings. What I can say is that PSG has been the strongest side in Europe for the last 2 years. They won the Champions League last year. They're here again in the semi-final, and they do so convincingly. They have an impressive quality in their squad, but what their strength is, on top of the coaching and the strength of the individual players, is their age. They're quite experienced. They progressed a lot. They gathered more experience. There are few teams in Europe like that. I'm thinking about Barcelona, for example. They progressed a lot because their best players had more experience. And I think that's the reason that PSG can stay at this level for many years to come. They are well set up when it comes. Ja, hat er einen Punkt, ne? Ist jetzt keine alte Mannschaft in Paris. Die können, Paris ist ja jetzt auch nicht irgendwie darauf angewiesen, Spieler zu verkaufen. Also, wenn die den Kader zusammenhalten und er sagt ja gerade, die Erfahrung, die man macht, Paris kann die nächsten Jahre auf jeden Fall mitprägen, ne, was den internationalen Fußball anbelangt. Bei uns schwieriger, sag ich mal, ja. Wenn man sich so das Alter von Kimmich anschaut, das Alter von Manu, was jetzt nicht unbedingt ein Verlust wäre, aber auch das Alter von Heavy, ein bisschen schwieriger. To the age Wir haben of ein paar their mehr players. Hausaufgaben. We respect them a lot, and they provide us with difficult games. They're difficult to handle, but we will do the same, and we think we'll win tomorrow. Dann die letzte Frage, letzte Reihe. Alexis Menüsch, bitte.
parler en français aujourd'hui, vu l'affiche, vous me permettez, Vincent? I'll speak in French today. Is this the most important game for you since your start as a coach? Do you think you'll find sleep tonight? For the second part of the question, I can tell you, yes, I will have no difficulty to find sleep. I don't even feel the pressure of the game so far. I do my work, I think a lot, but when I feel like I'm done with my work, then I can sleep without issue. I think it's important to have energy for tomorrow. Yeah, that's right. Is it the most important game of my career? Maybe. Maybe. It's a semi-final of the Champions League. And I think for the players as well, it's an important game. But that doesn't change the way we approach all these important games, the other games that I've had in my career. The most important is to give a great performance on the pitch. And simply, we have to win. Everybody talked about defending, attacking. It's all about winning. We want to go through to the final, and all means are good to achieve this goal. Ja. Danke euch. Bis morgen. Perfektes Schlusswort. Muss das Spiel einfach gewinnen. Ganz einfache Kiste. Leute, hoffen wir das Beste. Drückt die Daumen. Rot-weiße Grüße und hoffentlich auf ein erfolgreiches, schönes Spiel morgen. Haut rein, bis dann. Tschüssi.